Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Oh Mann, das fühlt sich schon ein bisschen ungewohnt an, wenn man fast 10 oder waren schon fast 14 Tage nicht mehr aktiv war. Trotz alledem, hallo, moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, es hat sich in letzter Zeit überhaupt gar nichts beim FC getan. Bis zum heutigen Morgen. Da gab es schon die ein oder anderen Sachen, die interessant waren. Aber heute geht es primär um zwei Themen. Und zwar Max Finkgräfe und ja, warum ich generell in letzter Zeit so inaktiv war. Aber ehrlich gesagt ist es eher ein Statement dazu, warum ich mich mit Transfergerüchten nicht beschäftige. Ja, liebe Freunde, also es ist dann tatsächlich nun geschehen. Wir verlieren Max Finkgräfe. Und das auch noch an Red Bull. Und nein, verarschen kann ich mich selber, das ist Red Bull. Kommt mir nicht mit Rasenballsport und den ganzen anderen Blödsinn. Das ist Red Bull. Nun ja, ich bin nicht gerade begeistert von seiner Vereinswahl. Allerdings, man muss auch sagen, er wollte seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Das wurde auch ganz klar so kommuniziert. Das ist wieder eine weitere Verfehlung und ein weiteres negatives Erbe aus der Zeit von Christian Keller. Da hätte man deutlich früher den Vertrag langfristig verlängern können. Allerdings muss man aber auch mal wieder darauf hinweisen, dass die letzte Zweitligasaison, nun ja, sagen wir es mal so, sie war nicht gerade von Konstanz geprägt, was Max Finkgräfe angeht. Leider Gottes hat er nicht mehr dieselbe Leistung erreichen können wie aus seiner Debütsaison, beziehungsweise seiner Profi-Debütsaison. Aber trotzdem, ich weiß ganz genau, dass in dem Jungen noch eine Menge Potenzial drin steckt. Schade, dass jetzt nun, sagen wir mal so, eventuell Leipzig beziehungsweise Red Bull von diesem Potenzial profitieren wird. Aber natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, was die für Ansprüche haben. Und diesen Ansprüchen muss ein Max Finkgräfe jetzt gerecht werden. Ich selber sage aber, okay, es sind 4 Millionen dabei rausgekommen. Und es gibt auch noch wahrscheinlich ein paar Bonuszahlungen. Hier steht im hohen sechsstelligen Bereich. Und wir wollen uns anscheinend noch eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Und dann muss man ja auch sagen, wenn der Junge schon nicht verlängern will, dann geh besser nicht ins letzte Vertragsjahr mit ihm. Weil am Ende hast du dann gar nichts davon. Wir haben es ja bei Tim Lemperle gesehen. Wir haben es auch zuvor bei Elias Giri gesehen. Oder auch ein Beispiel, sagen wir mal so, auch wenn es sich da nicht um ein junges Talent mehr gehandelt hat. Aber naja, als dann Jonas Hector seine Karriere beendet hatte, das war ja auch nochmal, ne, Karriere beendet, hast du auch nichts mehr davon. Das geht einem so halt automatisch durch den Kopf. Also, was das betrifft, ich kann nur sagen, ja, persönlich für Max Finkgräfe alles Gute. Ich hoffe, du findest danach, nach deiner Zeit bei Red Bull, noch einen Verein, der eine gewisse Legacy hat, eine gewisse Daseinsberechtigung. Ist keine tolle Vereinswahl. Ich mag dieses Projekt nicht. Allerdings ist es mir immer noch lieber, als wenn er zu den Pillen gewechselt wäre. Und natürlich, das ist jetzt nichts Persönliches gegen Max Finkgräfe, aber ich kann ihm natürlich nicht in sämtlichen Spielen Glück wünschen, es sei denn, es geht gegen die Pillen oder gegen Borussia Mönchengladbach. Da kann ich ihm natürlich gerne Glück wünschen mit dieser Mannschaft. Aber ansonsten, nun ja, ich bin jemand, der nicht gerade viel von solchen Projekten hält. Schade, dass es so eine Vereinswahl geworden ist. Schade, dass wir nicht erleben können, was aus Max Finkgräfe dann noch geworden wäre, wie er sich hier weiterentwickelt hätte. Er kam halt an Lea Paccarada letzte Saison nicht mehr vorbei. Er hat sich auch nicht mehr wertgeschätzt gefühlt. Und es war klar, dass er den Verein verlässt. Und deswegen, wir können froh sein, dass wir immerhin noch eine gewisse Ablösesumme generieren. Aber naja, mal schauen. Wir kennen ja das Glück des FCs. Am Ende verkauft ihn vielleicht Leipzig sogar noch für, keine Ahnung, eine deutlich höhere Ablösesumme, ohne da großartig spekulieren zu wollen. Aber naja, und damit kann ich dieses Trikot bis auf weiteres nicht mehr im Stadion tragen. Das ist dann jetzt erstmal so eine Art Fashion- und Lifestyle-Produkt.
dazu wird es dann halt degradiert, im Urlaub tragen, keine Ahnung. Oder wenn er irgendwie mal wirklich noch ein größerer Spieler wird, dann kann ich ihm sagen, hey, ich habe ein Finkgräfe-Trikot mit vom 1. FC Köln. Ja, schade. Das war wirklich so, ja, keine Ahnung. Ich hätte aber ganz ehrlich gesagt noch gerne gesehen, wie damals in Hoffenheim noch den einen oder anderen Freistoß verwandelt. Da hat man ihm auch in dem Punkt noch nicht mal die Chance gegeben. Wie oft dachte ich mir bei den ganzen verkackten Freistößen, lass den Jungen doch mal ran. Der hat's doch einmal schon gezeigt. Ja, keine Ahnung. Der FC hat mal wieder ein Talent verloren. Allerdings, dieses Talent hat auch deutlich nachgelassen letzte Saison. Deswegen, ja, relativ zufrieden mit der Ablösesumme. Relativ zufrieden, dass er zumindest nicht, ja, keine Ahnung, irgendwie zu einem großen Rivalen oder einem gerne Großrivalen wechselt. Hab da, sagen wir mal so eine Meinung zu, dass ich das jetzt einfach mal abhake. Wie gesagt, persönlich alles Gute. Hoffentlich findest du dann danach noch einen Verein mit einer größeren Legacy. So, und damit nochmal zu einem kurzen Statement, warum ich so inaktiv war die letzten 10 Tage, beziehungsweise konkret, warum ich nichts zu Transfergerüchten sage. Wisst ihr, ich habe zwar einen Community-Post gemacht, aber das liest jetzt auch nicht jeder Zuschauer. Es ist so, das ist jetzt auch kein Front gegen meine Freunde, die hier verlinkt sind, in der Kanalbeschreibung und in der Videobeschreibung. Aber ich fühle das einfach nicht. Es hat auch nichts mit ihm persönlich zu tun, so einfach, ich sehe keinen Grund darin, mich großartig damit zu beschäftigen, weil wie oft das in den letzten Jahren geschehen ist, der und der Spieler ist im Gespräch und am nächsten Tag, ja, toll, der kommt ja doch nicht. Und es gibt da draußen auch Leute, die freuen sich richtig über ein Gerücht. Die freuen sich richtig, als ob der Spieler schon da wäre, als ob er den Medizincheck erfolgreich absolviert hätte oder den Vertrag schon offiziell unterschrieben hätte. Für mich ist ein Transfer erst dann durch, wenn all das geschehen ist. Medizincheck bestanden, offizielle Pressevorstellung, dann ist der Spieler bei uns. Das interessiert mich nicht. Auch wenn es heißt, ja, der wird zum Medizincheck erwartet. Es gab in der Vergangenheit Geschichten, auch von anderen Vereinen, wie der Spieler zum Medizincheck erschienen ist und ihn nicht bestanden hat. Und deswegen, ich beschäftige mich nur, was Fußball betrifft, mit vollendeten Tatsachen. Was geschehen ist, ist geschehen und darüber rede ich. Weil es gibt da draußen Leute, die freuen sich halt so richtig über ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob das aus der Kellerzeit resultierte und aus der Transfersperre, dass wir über ein Jahr lang quasi nicht mehr über Transfers großartig reden konnten. Aber die freuen sich richtig. Die posten dann Bilder von dem Gerücht in ihre Story rein, mit einer Sirene daneben, so, ja, Breaking News und so weiter, als ob der Spieler schon da wäre. Und ich habe auch von einigen Zuschauern gehört, ja, Leo, weißt du, vielleicht sollst du auch mal solche Videos machen, die sich mit Transfergerüchten beschäftigen, weil es bringt deinen Kanal nach vorne, je mehr du postest, umso besser. Ja, aber ich möchte hinter dem, was ich poste, auch stehen. Weil ich habe da so eine künstlerische Ader einfach. Keine Ahnung, das hat einfach was mit meinen Sehgewohnheiten zu tun. Und keine Ahnung, so ein Content über Transfergerüchte und dass ich da voll im Voraus euphorisch bin, das käme für mich ungefähr so rüber. Yo, Brudis und Schwestis, hier ist wieder eure Kölsche Sirene mit einem brandaktuellen und brandheißen Gerücht. Unser FC ist am Kochen, Kessler ist am Kochen, Digga. Wir haben Interesse an Aaron Zehnter, Digga. Aaron Zehnter, ey, ich raste aus hier, Mann. Yo, Brudis und Schwestis, hier ist wieder eure Kölsche Sirene mit einem brandheißen Gerücht. Ey, ich dreh durch hier, ich dreh durch, wir kriegen diesen Spieler. Ich schwör's euch, Wallabilla, wir kriegen diesen Spieler. Wir haben Interesse an Robin Fellhauer. Robin Fellhauer, Digga von Elversberg. Junge, Kessler ist am Kochen. Yo, Brudis und Schwestis, ich bin's wieder, eure Kölsche Sirene mit einem brandheißen FC-Gerücht. Ey, Kessler ist schon wieder richtig am Kochen, Digga. Der ist so richtig am Kochen. Wir haben Interesse an John Joe Kenny. Es gibt Gerüchte, dass wir ihn verpflichten wollen, Digga. Ja, was für Thielmann. Was für Carstensen, Alter. Was? Kommt her. Wir holen John Joe Kenny, Alter. Ich hoffe, ihr habt jetzt begriffen, was ich damit meine.
Ja, wir sind dann auch für heute durch. Also ich möchte über andere Themen in Kürze reden. Es kann sein, dass jetzt in nächster Zeit dann doch ein bisschen mehr kommt. Ja, da gibt es Gerüchte über einen gewissen Medizincheck und dergleichen, aber erstmal abwarten. Wenn das durch ist, gibt es dazu ein Video. Und bevor ihr mich in den Kommentaren da mit Fragen durchlöchert zum neuen Trikot, ich werde in den Fanshop fahren. Ich werde es mir ansehen. Kaufen noch nicht. Ich muss ein bisschen sparen. Aber ich möchte ein Trikot nun in Zukunft erst dann bewerten, wenn ich es wirklich in den Händen gehalten habe. Fotos zählen für mich an der Stelle auch nicht mehr. Und deswegen abwarten. Die Trikotreihe wird fortgesetzt. Es wird auf jeden Fall eine Trikotbewertung geben. Und ja, ich denke mal, weitere Themen werden sich jetzt auch noch finden. Wer weiß, vielleicht hören wir auch und sehen uns, vielleicht hören wir auch voneinander oder sehen uns in den kommenden 24 Stunden. Ist nicht auszuschließen, weil da gibt es schon ein paar Themen im Hintergrund. Aber das war's dann erstmal bis auf Weiteres für heute. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.